Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu der Reaction zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Schalke 04. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, rein da. Abschließenden Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel, dem vorletzten Heimspiel des FC Bayern zu Hause gegen FC Schalke 04. Ich darf die beiden Trainer Thomas Reis und Thomas Tuchel begrüßen. Thomas Hausen heute, ne? Und zunächst, wie gewohnt, bitten, die jeweiligen Statements abzugeben, derweil der ein oder andere Journalist vielleicht noch zu uns stößt. Bitte schön, Thomas. Ja, Glück auf. Ist natürlich Glück auf. Nicht so angenehm hier zu sitzen. Glückwunsch, Thomas, an dich und an den FC Bayern. Ich denke, absolut verdiente Niederlage. Letztendlich auch in dieser Höhe verdient. Wir wollten Bayern Paroli bieten. Wir wollten mutig sein. Das ist in der ersten Halbzeit fast in keiner Weise gelungen. Das ist richtig, ja. Ein bisschen zu ehrfurchtig. Das, was uns ausgezeichnet hat, diese Aggressivität gegen den Mann, hat Bayern heute mehr Willen gezeigt. Und dann wissen wir selber, dass sie dann natürlich auch eine Riesenqualität haben und uns dann letztendlich auch 6 Tore eingeschenkt haben. Wir wollten in der zweiten Halbzeit noch mal rauskommen mit dem Engagement oder mit dem Funken ein Tor zu machen, um dann vielleicht noch mal ein bisschen Unruhe reinzubekommen. Aber wenn du dann eigene Dinge leider dem Gegner vorbereitest und wie ich gerade gesagt habe, die Qualität dann so ausreichend ist, um dann Tore zu erzielen, war das Spiel eigentlich relativ schnell komplett dann verloren. Ärgerlich mit 6 Stück. An unserer Ausgangsposition hat sich nicht viel verändert, außer dass wir jetzt schauen müssen, wer es... Naja, die Bochum haben gewonnen, also die Ausgangsposition ist, dass Bochum vor Schalke steht, ne? Schon ein bisschen was verändert. Was Stuttgart macht, nächste Woche musst du das Heimspiel gewinnen, das war uns vorher bewusst und dafür werden wir alles investieren, um einfach ein besseres Ergebnis zu erzielen. Danke. Vielen Dank. Dann Thomas, bitte. Ja, verdienter Sieg für uns. Wir haben gut begonnen. Schneller gespielt als zuletzt. Stimme ich zu, wir haben wirklich gut begonnen. Ja? Auch wenn wir die Hütten nicht gemacht haben, wir haben 3 riesengroße Chancen gehabt, die wir hätten machen können. Flüssiger gespielt, flüssiger kombiniert, nie die Grundordnung verloren, um uns auch gegen die Konter abzusichern. Schalke. Na, da bestimme ich ein bisschen dagegen. Also Kimmich, wie gesagt, war schon mal zwischenzeitlich lost. Ne? Da waren Riesenräume in der Mitte wieder. Die Schalke aber, wie gesagt, nicht nutzen konnte. Zuletzt viele Kontertore, viele Standardtore. Es war uns bewusst, da waren wir sehr aufmerksam, haben gleichzeitig aber schnell, flüssig kombiniert, uns sehr früh auch Torchancen rausgespielt. Die haben am Anfang auch noch liegen lassen. Hat sich diesmal nicht gerecht und hatten 10 Minuten vor der Halbzeit, die mir nicht gefallen haben, wo wir das Tempo verschleppt haben, wo wir... Also Tuchel und ich sind heute auf jeden Fall hier auf einer Meinung. Ja? Wer mal ein anderes Video gesehen hat, meine Analyse zum Spiel habe ich genauso gesehen. Ja, sehr, sehr gute erste 25 Minuten, dann nochmal so bis zur 30., 32. war es wirklich gut von uns. Und ab da haben wir gefühlt auf jeden Fall 2, 3 Gänge rausgenommen. Ja, ich hatte noch so gesagt, um der 30. rum mehr kommen. Wäre schön, wenn wir jetzt vor der Pause das 3-0 nachlegen, dann wäre das Ding durch gewesen. Ne? Wir haben ja die letzten Wochen gesehen, 2-0 reicht bei uns ja nicht immer unbedingt. Aber heute hat es natürlich gereicht. Wir haben ein super Spiel gemacht. Aber da haben wir so eine kleine Phase gehabt, da stimme ich ihm zu. Ja. Ein offenes Spiel dann plötzlich draus gemacht haben. Genau. Und auch der Aufwand gegen den Ball nicht mehr so war wie in der ersten halben Stunde. Und haben wir dann aber zur zweiten Halbzeit nochmal nachgelegt, früh nachgelegt mit dem 3. Tor. Zum Glück, muss man auch sagen. Ne? Was uns natürlich Sicherheit gegeben hat, Vertrauen gegeben hat und dann gute Leistung. Kein Grund jetzt komplett in Euphorie zu verfallen, aber eine gute Leistung. Leute, was ist los? Genau meine Worte. Thomas. Leistung verdient das Sieg. Definitiv. Und nächster Schritt in die richtige Richtung. Yes. Vielen Dank. Kommen wir zu den Fragen, bitte. Hier vorne links Christian Kunz für die dpa. Eine Frage an Herrn Tuchel. Was gibt einem so ein klarer Sieg für die letzten 2 Spieltage? Ja, Selbstvertrauen, Zuversicht. Es gibt jetzt einfach gute Stimmung für morgen, für die letzten 2 Spieltage. Es ist gar keine Not, da Prognosen abzugeben. Es geht jetzt erstmal nur um morgen. Wir hatten eine gute Trainingswoche und ja, und eine gute Energie heute auf dem Platz. Ja, ganz genau, das, was ich auch gesagt habe. Man hat heute wirklich gespürt, dass halt eine Mannschaft auf dem Platz war, ne? Und wirklich diese Leichtigkeit und wie ich schon sagte, jeder für den anderen was gemacht hat, was die letzten Wochen halt echt komplett abging. Ne? In allem, was wir gemacht haben, eine gute Ausstrahlung. Ja. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir das jetzt auch mal so
über 90 Minuten gesehen hat und wir das gezeigt haben. Man sieht, dass wir einfach ein bisschen Vertrauen gewonnen haben, dass Sachen zurückkommen, Selbstverständnis zurückkommt, dass wir auch ein bisschen verschüttet war und das hilft uns natürlich. Wir haben jetzt viele Torchancen rausgespielt, viele Tore geschossen. Das bringt uns jetzt auf jeden Fall erstmal ein sehr gutes Gefühl und auch eine Erleichterung, aber kein Grund für Euphorie. Habe ich ja auch gesagt, ne? Immer mit allem Respekt, das war Schalke. Schalke war heute, wie Thomas Reis das auch sagte, im 1 gegen 1 komplett einfach unterlegen. Ne? Deswegen, das kannst du jetzt nicht wirklich als Maßstab nehmen. Aber natürlich müssen wir es nicht zu schlecht reden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, über 90 Minuten. Wir haben 1, 2 kleine Schwächenphasen drin gehabt. Ja, wir haben 1, 2 Spieler gehabt, die ein bisschen abgefallen sind. Aber ansonsten war es eine mannschaftlich souveräne Leistung. Aber wir müssen jetzt nicht sagen, wow, yeah, so wie es in der heutigen Zeit ist, 6:0, bam, wir sind deutscher Meister, wir sind wieder Weltklasse. Nee, man muss das schon immer so ein bisschen, realistisch sehen. Diese Stimmung, diese Grundenergie jetzt mitnehmen in die nächste Woche, müssen das auch tun und am Samstag wieder bereit sein, werden wieder abgeprüft. Und hier auf der rechten Seite Nico Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, Präsident Herbert Hainer hat eben gemeint, man habe im Spiel gesehen, dass Thomas Müller unverzichtbar sei. Ja. Wenn er so spielt, habe ich ja auch gesagt, das heißt unverzichtbar. Ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie die Weltklasse-Leistung war. Es war eine gute Leistung. Man hat gesehen, dass er wichtig ist als Führungsspieler, als der ein bisschen koordiniert und sowas. Gar keine Frage. Aber dafür muss er natürlich auch erstmal diese Leistung bringen, ja. Und die hat er die letzten Wochen halt nicht gebracht. Und da hat er zu Recht auch nicht gespielt in meinen Augen. Punkt. Ja. Da haben natürlich einige andere Spieler auch zu Unrecht gespielt in meinen Augen, leistungstechnisch. Als Beispiel Mané, auch wenn das einige anders sehen. Ja, aber wenn er so die Leistung bringt, ja, und halt auch nicht so überfordert wirkt, ja, wenn wir mal ein bisschen schnell spielen und Kombinationsspiele spielen, was er heute gut gemacht hat, dann müssen wir über Müller nicht diskutieren. Punkt. Sehen Sie das und wie haben Sie seine heutige Leistung gesehen? Sehr gute Leistung. Ja. Wenn der Präsident das sagt, dann widerspricht der Trainer nicht. Es wird immer knappe Entscheidungen geben und es wird immer meine Verantwortung sein, diese Entscheidungen zu treffen. Je mehr harte Entscheidungen wir haben, umso besser. Es bedeutet, dass wir alle gesund sind und dass alle verdienen zu spielen, umso besser. Es lohnt sich nicht, jedes Mal das ganz große Fass aufzumachen. Wir machen das eh nicht. Wenn es aufgemacht wird, hat es mich jetzt persönlich nicht tangiert. Zu der ganzen Geschichte gehört, dass Thomas einfach die letzten Wochen so ein bisschen Wehwehchen mit sich rumgeschleppt hat. Ja, dass er einfach nicht in Form war. Das ist auch, was ich gesagt habe. Aber wie nochmal, das sage ich auch, wiederhole ich gerne nochmal. Das hat der Tuchel sich auch ein bisschen selber eingebrockt. Mit seinem so nicht Thomas Müller Spiel und Thomas Müller Spiele und jedes Spiel ist ein Thomas Müller Spiel. Es ist doch völlig okay, wenn man sagt, er hat ein bisschen Wehwehchen, hat nicht so die Form und wir gucken erstmal, dass wir das in den Griff kriegen. Deswegen fängt er nicht an, ist doch völlig okay. Nur weil er Thomas Müller heißt, kann man das nicht sagen, oder was? Kann man ja auch bei jedem anderen Spieler sagen. Ja? Und man wird das ja intern wahrscheinlich auch so kommuniziert haben, sonst hätte der Müller ja auch nicht so sich nicht so verhalten, wie er sich verhalten hat. Wenn man ihn einfach hätte irgendwie stehen lassen und ihm das nicht so erklärt hätte, denke ich, hätte er anders reagiert. Ja? Und er hätte trotzdem immer die Chancen gekriegt für 20, 30 Minuten. So, aber er konnte sie halt nicht nutzen. Und dann ist es halt so, bin ich bei ihm. Das ist ein Leistungsprinzip. Wir haben enge Entscheidungen. Und ja, dann bleibt er draußen. Punkt. So, jetzt hat er gut trainiert, wurde aufgestellt und hat es gerechtfertigt. Ja, dann wird er, wenn er die Woche gut trainiert, wahrscheinlich gegen Leipzig auch spielen. Wenn er die Woche vielleicht nicht so gut trainiert wie der eine oder andere, dann wird er auch erst wieder von der Bank kommen. Ja, ist doch ganz normal und legitim. Ist doch bei jedem anderen Spieler genauso. Punkt. Hat, nie völlig frei war in seinen Bewegungen, nie völlig schmerzfrei war am unteren Rücken, Hüfte. Ein paar Trainingseinheiten ausgesetzt, bisschen später in die Trainingswoche gestartet und dann total frisch gewirkt und auch heiß gewirkt. Jetzt im Moment hat Thomas natürlich, spielt um seine 12. deutsche Meisterschaft, hat natürlich Thomas das, auf was es ankommt. Er hat die nötige Lockerheit, er hat die Erfahrung, aber er hat auch den absoluten Biss, sich die 12. Medaille da umzuhängen. Also die Mischung passt. Wir haben nie was anderes gesagt, außer dass er ein wichtiger Spieler ist, dass es vorbildlich ist, jeden Tag am Trainingsgelände. Hat er heute unter Beweis gestellt.
Und hier in der Mitte Marco Made für den Sportinformationsdienst. Ja, Frage an Herrn Reis. Sie haben es gesagt, die Ausgangslage hat sich nicht groß geändert. War denn Frankfurt vielleicht vor dem Spiel schon zu sehr auch in Ihrem Kopf, was die Aufstellung anbelangt? Danke. Na, im Endeffekt macht man sich natürlich Gedanken. Wir gehen zum Ende der Saison hin. Wir wissen, dass wir vorbelastete Spieler haben, dass du gegen Bayern München alles abrufen musst, um Erfolg zu haben oder zumindest einen Hauch einer Chance zu haben. Und deswegen habe ich genauso Entscheidungen getroffen. Jetzt ist es so, dass Bülti halt die 5. gelbe Karte bekommen hat. Hätte auch einen anderen Spieler treffen können. Aber nichtsdestotrotz wird nächste Woche ein anderer Spieler seinen Platz einnehmen. Und dann werden wir versuchen, gegen Frankfurt zu gewinnen. Das ist das große Ziel. Und auch wenn es jetzt heute sehr, sehr bitter ist, sehr, sehr weh tut, am 34. Spieltag wird abgerechnet. Und dann schauen wir mal, wer letztendlich das auch verdient, an der Liga zu bleiben. Dann die letzte Frage nochmal an Nicolina, bitte. Nochmal eine Frage an Herrn Tuchel. Serge Gnabry kommt jetzt in den letzten 3 Spielen auf 4 Tore. Wie erklären Sie sich das? Was ist bei dem in den letzten Wochen passiert? Da habe ich ja auch schon gesagt, meine Theorie dazu. Er erzählt als Verkaufskandidat Nummer 1, er muss halt immer ein bisschen Gas geben, damit er bei seinen Kollegen bleiben darf. Ist natürlich ein bisschen sarkastisch gemeint, aber ja, wenn man wirklich eine Erklärung sucht, schwierig, oder? Ist das so eine Erklärung, die einen so in den Kopf reinkommt? Das natürlich so sich immer ein bisschen wieder gesteigert hat, die beiden Tore in den vorigen Spielen natürlich ein bisschen Selbstvertrauen gegeben haben, ist ja völlig normal, habe ich auch gesagt. Aber wenn wir daran zurückdenken, wie unterirdisch schlecht er über Wochen und Monate war, ja, I don't know. Ich weiß nicht, vielleicht sagt man, ja, Thomas, wie siehst du es? Meinst du kriegst es hin, ihn mal auf ein konstanten Niveau zu bringen, dass er mal eine Saison so performt? Da müssen wir uns über einen Gnabry nicht unterhalten. Ja, da müssen wir uns auch nicht über einen zweiten Stürmer unterhalten oder sowas. Dann kauft man vorne einen Knipser und gut ist. Aber ja, wenn man diese Leistungsschwankungen und diese schlechten Leistungen über Wochen und Monate sieht, bin ich sehr gespannt, wie man da verfährt. Also für mich, ja, ich habe da nichts zu entscheiden. Ich finde es aber schon sehr komisch, dass jetzt gerade, wo er dann so Verkaufskandidat Nummer 1 neben Mané ist, zumindest von der Presseseite her und auch so von der Fanseite her, dass er dann auf einmal wieder Leistung bringen kann und sich auch den Arsch aufreißt. Ja. Schwierig. Möchte man so einen Charakter dann im Team haben? Ja, wenn man wieder weiß, so ja, dann ist ja die Transferliste ist geschlossen und dann wird ein Gnabry wieder keine Lust mehr haben, oder wie soll man so eine Leistung werten irgendwie? Schwierig. Aber wir werden es sehen nächstes Jahr. Vielleicht kann Tuchel ihn packen, an den richtigen Knöpfen drücken und er bleibt bei uns und zeigt so durchgehend so eine Leistung. Auch dann ist dasselbe wie bei Müller. Müssen wir über Gnabry nicht diskutieren. Ja, das ist ja immer das, was ich die letzten Wochen gesagt habe. Die Spieler haben alle schon gezeigt, was sie können. Aber sie zeigen es viel, viel zu selten. Ja, an Sané dasselbe. Ja, Sané hat heute ein paar gute Aktionen gehabt, ja, aber im Großen und Ganzen wieder so fahrig und weiß ich nicht. Ist einfach ich sag's euch ganz ehrlich, ist einfach zu unkonstant für unseren Verein. Ich habe es vorhin schon im anderen Video gesagt, nehmt das Beispiel Ribery und Robben. Na klar haben die auch mal einen schlechten Tag gehabt. Aber selbst dann sind sie gerannt und haben gebissen. Ja? Haben sich aufgeopfert. Und diese schlechten Tage waren minimal. Sie haben immer ein konstant hohes Level gehabt. Und ab und wann halt Spitzen nach ganz oben. Und bei Sané und Gnabry ist es so, ja, sie haben immer ein konstant mittelmäßiges Level und Spitzen nach unten und Spitzen nach oben. Aber so zu 2/3 ist immer so ein Einheitsbrei, so der immer so mittelmäßig ist. Und das ist zu wenig für den FC Bayern. Ja. Und erst recht nochmal bei dem Geld, was sie bei uns bekommen. Ja. Nicht verdienen, sondern bekommen. Und von daher sind für mich beide zusammen mit Mané Verkaufskandidaten. Da muss frisches Blut rein. Ja. Ja, klar kann man jetzt wieder sagen, ja, aber der Gnabry die letzten 3 Spiele, ja, also 4 Tore und heute ein super Spiel gemacht. Ja, vielleicht macht er die letzten 2 Spiele auch noch gut. Wie gesagt, dasselbe wie vor der Vertragsverlängerung. Er hat sich den Arsch aufgerissen, hat super stark gespielt, dann wurde der Vertrag verlängert und dann war er durch. Ich will Ihnen das jetzt nicht unterstellen, ich sag nur, wie es nach außen wirkt. Nochmal, vielleicht kriegt Tuchel es hin, drückt die richtigen Knöpfe und wir sehen nächstes Jahr mal eine gute Saison vom Gnabry. Wer weiß. Wir werden es sehen, haben wir keinen Einfluss drauf.
wer verkauft wird oder wer nicht. Aber das Schöne ist, Gnabry zeigt gerade, dass er es noch kann und von daher wird der Marktwert natürlich jetzt auch wieder ein bisschen anders aussehen, als hätte er die letzten 4 Spiele auch so unterirdisch performt. Ja, so zeigt er nochmal, was er kann und dann wird es auch Interessenten geben. Dass er wieder ganz offenbar in Form kommt. Unverzichtbar. Der nächste. Ach, super, perfekt, Thomas. Er beschreibt einfach das mit 3 Worten, was ich euch gerade in 3 Minuten ausgeführt habe. Und wenn man jetzt mal die Reaktion sieht, so in sein Gesicht, oder? So ein bisschen auch dieses Schmunzeln, ja, dann glaube ich schon, dass er irgendwo weiß, was Phase ist. Ja. Serge trainiert einfach sehr fleißig, ist ein Top-Charakter, der auch wirklich sich aufopfert für die Mannschaft, auch defensiv, offensiv gut. Okay, ich muss mich revidieren. Also, dass ein Gnabry sich defensiv aufopfert, ja, heute war es so, gegen Bremen war es auch ein bisschen so. Davor war es Wochen und Monate 0. Wirklich 0. Nothing. Aber wie gesagt, vielleicht ist Tuchel der die Knöpfe drückt und das beim Gnabry jetzt gang und gäbe wird. Es wäre schön, ja, und ich schau mal. Gute Laufwege hat und ja, manchmal braucht es halt auch so ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Spielzeit, ein bisschen Spielglück. In Bremen ist ihm mal wirklich einer vor den Fuß gefallen, der dir in einer anderen Phase, in einem anderen Spiel nicht vor den Fuß fällt. Dann hat er ihn noch nicht mal 100%ig getroffen und war der trotzdem drin und plötzlich gehen ein paar Sachen leichter. Heute hätte er sogar noch 1, 2 mehr machen können, aber es ist gut. Müssen in der ersten Halbzeit, in den ersten 18 Minuten, müssen. Die Form haben und die es so bestätigen jetzt wie Serge und die sich jetzt so verdienen, ist natürlich wichtig, weil nichts ist für einen Stürmer so wichtig wie Tore. Da helfen keine Videos, keine Trainingseinheiten und keine... Vollkommen richtig. Selbstvertrauen ist das A und O. Keine Gespräche, wie ein Tor hilft. Deshalb ist das sehr wichtig, dass wir jetzt Serge haben, der das Glück auch so auf seine Seite gezwungen hat. Sehr zufrieden mit ihm. Dann vielen Dank. Schönes Wochenende allen noch. Danke. Ja, gut. Kurz und schmerzlos, keine ganz so dummen Fragen wie sonst. Ja, ich denke, ein Fazit brauche ich nicht mehr ziehen, habe ich in einem anderen Video gemacht. Von daher, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute, bleibt gesund. Ich denke, wir haben eine positive Woche. Wir gucken jetzt alle mal, was Dortmund so macht und dann können wir auf jeden Fall mit einem kleinen bisschen guten Gefühl in das Spiel gegen Leipzig gehen, was natürlich ein ganz anderes Spiel werden wird, auf was ich mich aber sehr freue. Und es war heute ein Mega-Step in die richtige Richtung. Nicht vom Ergebnis her, natürlich spielt das auch eine Rolle, aber von der Einstellung und der Art und Weise auf dem Platz ist das, was uns wirklich über Wochen abgegangen ist. Ja? Und das genau zur richtigen Zeit kam dieses Zeichen und von daher können wir mit einem guten Gefühl reingehen, aber auch wie es Tuchel sagte, müssen jetzt nicht in Euphorie verfallen. Ja? Es war ein weiterer Step, mehr nicht. Bei der Mannschaft ist aktuell alles möglich. Es kann auch sein, dass wir gegen Leipzig komplett wieder untergehen, weil wir, keine Ahnung, wieder irgendwelche Sorgen haben. Was ich jetzt persönlich nicht glaube, wenn man so die letzten Wochen so dieses kleine Bergauf sieht. Aber wer weiß, es ist aktuell halt einfach eine Wundertüte, ne? Und in diesem Sinne, tschüssi.